Hi zusammen, ich bin Anita. Und ich bin Laura. Ihr hört gerade eine neue Episode vom Skorpion und Jungfrau Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt uns nicht zu fest vermisst. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, das Buch, das wir heute vorstellen, zu verdauen. Nein, es ist ein bisschen länger gegangen, einen Termin zu finden und so, wie das halt amigs so läuft. Ich hoffe, ihr habt gleich Freude am heutigen Podcast. Laura, willst du gerade auch etwas sagen zu der langen Pause, oder ist gut? Ja, diese Bücher brauchen einfach länger zum Verdauen, aber wir haben jetzt umso eine gehaltvollere Besprechung für euch heute, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Obwohl wir das Buch schon länger fertig gelesen haben, haben wir nicht darüber geredet. Also wir wissen gleich noch nicht voneinander, wie wir darüber denken. Also die Spannung ist nicht mehr da. Heute geht es um das Buch «Die Wut, die bleibt» von der Mareike Fallwickel. Laura, du hast das Buch ausgewählt. Wegen dem übergebe ich dir gerade das Wort, um kurz vorzustellen, um was es geht und uns in Stimmung zu bringen. Vorab noch eine Triggerwarnung. In dem Buch, das wir besprechen und folglich auch in unserer Diskussion, geht es um Suizid, Gewalt, sexuelle Gewalt und Essstörung. Also wenn dir diese Themen für einen Moment zu viel sind, dann lass vielleicht einfach die nächste Folge. Ja, und du hast gesagt, ich habe das Buch ausgewählt. Und zwar, weil ich das auf sehr vielen Social-Media-Kanälen gesehen habe, die feministische Inhalte haben. Und mir hat das Cover sehr angesprochen. Also ich finde, es passt zum Titel «Die Wut, die bleibt». Es ist so eine rote Grafik, die einem ins Auge springt. Und die Autorin ist von Österreich. Können wir da sicher auch noch darüber reden, weil es hat immer auch mal wieder so österreichische Wörter drin, die mir persönlich sehr gefallen, weil ich selber auch österreichische Wurzeln habe. So habe ich dort wie so ein bisschen wieder erkannt. Und die Mareike Fallwickel ist freie Autorin und Literaturvermittlerin und hat in ihren literarischen Werken, die sie bis jetzt geschrieben hat, den Fokus auf feministische, queere und diverse Themen und sagt auch, dass es Zeit ist für bisher ungehörte Stimmen. Und in diesem Buch geht es um einen tragischen Suizid von einer Familienmutter und eigentlich so, also es startet wie mit diesem Event, aber die ganze Geschichte rollt dann auf, was passiert mit einer Familie, wenn die Person, die die Hauptarbeit, die Hauptcare-Arbeit leistet, nicht mehr da ist. Wer springt ein? Wie werden die Lücken gefüllt? Und es geht dort darum, dass ihre Tochter und eure beste Freundin einerseits den Tod verarbeiten, aber eben auch praktisch die Lücken schließen. Und es gibt sehr viele Überthemen. Es spielt, es ist ein Roman, der in der Neuzeit spielt. Das Thema der Pandemie wird auch aufgegriffen, von Männlichkeit in der Moderne. Eben Gewalt ist sehr auch ein grosses Thema. Und Gewalt von einer Gesellschaft im Sinne von Unterdrückung in einem System, aber eben auch eine Wut, die sich halt bei den Unterdrückten von diesem System äußert. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr ein beeindruckendes Buch und ich habe jetzt gedacht, ich lese einfach mal die erste Seite vor, für auch so ein bisschen in den Ton hineinzukommen, den das Buch einmal vermittelt oder auch, warum das so einen Eindruck hinterlässt. Und das ist der Anfang von dem Buch. Haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen, sagt es genau so. Haben wir kein Salz und nicht einmal in Helenes Richtung. Sie hört das Du in seiner Formulierung, hört, hast du es vergessen, hört, du hast doch gekocht, hört, stehst du nochmal auf und alle diese Dus schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da, in ihren Ohren das schwere Dröhnen, wie es anschwillt, wie es körperfüllend wird, so dass da kein Platz mehr ist, nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so missmutig mit dem neuen Teenager-Gesicht, sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen, sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft, beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig. Und laut, alle sind laut. Das ganze Abendessen ein Lärm, nein, der gesamte Tag, voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Streiten und Bitten und Brüllen. Es legt sich in Helene ab, in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt.
Bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann das Füßetappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Grummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme. Sie ist nie allein, nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still, nicht einmal zum Luftholen. Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen. Sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben. Wie soll da noch mehr hineinpassen? Immer mehr und mehr und mehr und außerdem das Salz. Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen. Sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit 3 Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür, öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch 2 weitere Schritte und dann diesen einen. Ja, und so startet die Lektüre. Und so geht es so weiter. Also es ist sehr ehrlich und roh, wie das hier beschrieben wird. Und ich bin jetzt gespannt, was du von dem haltest und wie wir da darüber diskutieren können. Also, Ja. sonst fange ich doch noch da mit meinem Rating. Ja, mach du dein Rating zuerst, ja. Mein Rating. Ja, also ich gebe diesem Buch 5 von 5 Punkten, weil es einfach, es ist sehr, also eben, ich habe es wie in einem Zug gelesen, es hat mich mega geschockt und zum Nachdenken gebracht und es ist wirklich eine ungeschönte Wahrheit von einem gesellschaftlichen Zustand, der so durch verschiedene Schichten beschrieben wird. Eben einerseits halt Care-Arbeit, die schon ein riesiges Thema ist, es ist wie die Rolle von Frauen in der Gesellschaft, plus eben eine Pandemie, die noch so eine weitere Schicht drauf gibt, die halt Unterdrückung und wie soll ich sagen, also halt Missstände noch verdeutlicht oder Ungleichheit. Ich meine, das hat man ja auch gesehen, dass die Pandemie eben Ungleichheiten verstärkt hat. Und das ist schon das erste literarische Werk, das ich lesen will, wo die Pandemie auch ein Thema ist. Ja. Ja. Und du? Ich habe auch gefunden, dass die Themen, die angesprochen wurden, sind mega wichtig sind. Eben Pandemie, im Sinne von Care-Arbeit, wer muss da Homeschooling machen, wer kann da nicht mehr arbeiten, oder? Und so, weil, wie du sagst, es gibt viele Ungleichheiten, zum Beispiel auch, natürlich auch Alltagssituationen, die gut beschrieben werden, also eben, wie das so ist, wie es selbstverständlich ist, dass zum Beispiel Frauen eher Hausarbeit machen und so, oder auch vielleicht die Angst eben irgendwie von sexuellen Übergriffen, einfach gesellschaftliche Probleme kommen in dem Buch vor und sie bieten auch gute Ausgangssituationen zum Diskutieren. Aber ich habe gefunden, ich habe den Sinn in dem Sinn schon check mit den Figuren. Also alle Charaktere sind sehr überspitzt dargestellt. Du hast Helene, die in Anführungszeichen perfekte Hausfrau, die dann ja aber nicht perfekte Hausfrau ist, weil es eigentlich gar nicht ihr Wunsch war. Du hast Sarah, ihre beste Freundin, kinderlos, hat eine Karriere, hat also Geld für sich, hat einen jungen, knackigen, heissen Typ als Freund, also ein bisschen eben überspitzt dargestellt. Du hast eben Lola, die ein Teenager ist, als rebellische Feministin, die halt Vogue ist. Vogue, ja. Ja, in Anführungszeichen Vogue. Du hast einfach alle die Charaktere, habe ich ein bisschen zu eindimensional gefunden. Ich habe schon gesehen, sie wollte einen Kontrast machen mit dem, dass jetzt Sarah kommt in die Rolle von Helene wo die gar nicht, also ja, die Rolle gar nicht kennt. Das ist mir einfach ein bisschen zum Teil zu überspitzt gewesen. Die Männerfiguren sind sehr schlecht gezeichnet gewesen. Also Johannes als einfach überfordernder Vater. Man bekommt nicht viel mit. Es ist so ein bisschen, klar sind nicht Männer das Zentrum in diesem Buch. Und es sagt auch niemand, ich glaube auf Twitter hat sie sich mal gerechtfertigt, es sagt niemand, ein Mann muss da den Held spielen, in dem Buch gar nicht. Ich habe es einfach ein bisschen, sehr unrealistisch gefunden. Auch Leon, einfach der heisse Freund da, der nichts in den Birnen hat, blöd gesagt. Genau, es ist einfach sehr oberflächlich vorgekommen. Es sind auch
Sachen vorkommen, die einfach nicht stimmen, wie Männer müssen sich ja keine Gedanken über ihr Aussehen machen, Männer müssen keine Angst haben, wenn sie im Dunkeln rumlaufen. Ich glaube, es wäre gut, mal Kriminalstatistik anzuschauen, was die Opfer angeht von Körperverletzungen, sind eigentlich mehr Männer die Opfer. Also es ist so ein bisschen, so Sachen werden unterstellt, wo einfach auch Klischees sind, einfach in die andere Richtung. Ich habe gefunden, es hat sehr viele konstruierte Situationen und ich habe eigentlich gehofft bis zum Ende, die ganze Richtung, in dem Lola und ihre Kolleginnen gehen. Dass da so wirklich am Ende wird es wie abgeholt und gesagt im Sinne von, aber das könnte so etwas auslösen. Das Situationen, die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, die wahr sind, die könnten zum Beispiel so eine Gegenbewegung auslösen, so eine Entwicklung auslösen. Und ich habe wie nie das Gefühl gehabt, in diesem Buch, dass also irgendwie, ich habe gehofft, das kommt, aber es ist wie nicht gekommen. So ein bisschen wie eine Auflösung von dem Ganzen. Und schlussendlich, ich weiss nicht, ich habe noch die ganze Zeit gedacht, vielleicht checke ich wie nicht, also weißt du, es ist Satire, die ich wie nicht mitbekomme. Und ich habe das Ganze einfach, ehrlich gesagt, müssen als toxischen Feminismus eigentlich müssen abstempeln in diesem Sinn. Okay. Und wegen dem gebe ich dem Buch auch nur einen Stern. Oh, Scheiße, das wird ja eine interessante Diskussion. Ja, voll. Also, es tut mir gerade leid, ich habe wirklich nicht können. Ich habe wirklich gedacht, ich weiß nicht, wie du das wirst finden, das Buch oder nicht. Und ich habe wirklich einfach so, ich bin auch die ganze Zeit, ich habe nichts gesagt. Es gibt uns viel Diskussionsstoff. Ich habe schon auch vermutet, du wirst Kritikpunkte haben, aber einen Stern finde ich jetzt krass. Ich glaube halt, also ich weiss nicht, ich bin auch nicht recherchieren, weißt, manchmal Autorinnen tun ja auch noch geben Lesungen oder tun sich mal noch äußern. Ja, das stimmt. Zu ihrem Buch. Und ich habe das Gefühl, der Anspruch von diesem Buch ist Radikalität. In einer ganz radikalen Form wie auch aufzeigen, was wie... Und darum ist es so überspitzt. Ich glaube, das muss es wie auch sein. Weil also für mich, ich hätte es komisch gefunden, wenn es wie so einen runden Schluss hätte gegeben, weil noch die Mädchen zur Vernunft wären gekommen. Nein, ich glaube, das wäre dem Buch gar nicht gerecht worden. Und was mir noch dünkt, du hast recht, die einzelnen Figuren werden recht eindimensional gezeichnet, aber sie gehen miteinander in die Verhandlung. Das finde ich auch sehr schön bei eben so punkto Feminismus oder bei Lola ist immer so, wirft Sarah und eurer Mutter, Helene, ja immer so ein bisschen vor, ja, ihr habt euch das wie gefallen und zum Beispiel auch Gendern. Das kommt ja auch immer mal wieder vor, wo aber auch sehr schön wie aufgezeigt wird, warum halt die einzelnen Frauen ihren Feminismus leben, wie sie ihn leben. Es sind andere Generationen, andere Voraussetzungen. Und darum finde ich, das wird schon auch schön aufgezeigt, dass es dort nicht ein Schwarz und ein Weiß gibt, obwohl das Buch sonst sehr schwarz-weiß gezeichnet wird. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Man sieht den Generationenunterschied, ja. Ich habe einfach so ein bisschen Angst, wenn jetzt jemand das Buch liest, wo, ich sage jetzt mal, vielleicht ist das erste Buch, das die Person liest, wo ansatzweise etwas mit Feminismus zu tun hat, dass das einfach abschreckend kann sein und in gewisser Weise, ich will dir jetzt nicht vorwerfen, aber die Spaltung von der Gesellschaft noch weiter treibt. Weil wenn ich jetzt als Mann würde lesen, wenn ich am Abend rumlaufe, ich muss mir keine Gedanken machen, weil ich einen Penis zwischen meinen Beinen habe. Ich könnte mich dann weniger in die wahren, wirklich schlimmen gesellschaftlichen Probleme einlesen und auch mitdiskutieren, wenn ich das Gefühl hätte, man wird mir vorwerfen, dass ich keinen Plan habe und dass ich mega überprivilegiert bin und so weiter. Ich frage mich halt einfach, was hilft der Gesellschaft an sich, weißt? Ja, aber da finde ich wie so ein bisschen, ja, es tut mir leid, aber es ist jetzt halt einfach die Aufgabe von Cis-Männern, dass sie sich bilden, weil sie so lange, ich meine, wir leben halt in einer Welt, die für cis-hetero-weisse Männer konstruiert ist. Und so leid es mir tut, aber das ist jetzt einfach ihre Aufgabe, dass sie wie ihre Arbeit müssen leisten und sich dort bilden und halt Privilegien abgeben. Und darum ist es manchmal ungemütlich. Und darum ist es nicht so chillig, so ein Buch zu lesen. Und natürlich ist es überspitzt. Oder weißt, ich finde auch wie gut, wenn du sagst, wegen der Kriminalstatistiken. Und gleich finde ich wie so, ja, es ist ungemütlich, das wie zu lesen. Die Autorin macht für mich so ein bisschen Eindruck, wie sie hat sicher Sachen erlebt. Es sind sicher auch Sachen, die sie aus ihrem
Leben aus ihrer Care-Arbeit mit einnimmt. Aber man kann nicht von sich auf andere Personen schliessen. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, was hat sie für Leute in ihrem Umfeld? Also weißt, weil es ist so ein bisschen, für mich zum Teil so konstruiert gewesen. Und vielleicht lebe ich in einer Bubble oder so, wo man sagt, ja, vielleicht bekomme ich das nicht so mit. Ich bekomme es schon mit, weil meine Mutter macht die ganze Hausarbeit. Weißt du, was ich meine? Ich sage nicht, ich bekomme die Ungerechtigkeit nicht mit. Aber ich würde auch im einen von meinen Zitaten, die ich gewählt habe, nochmal auf das zurückkommen. Okay, gewisse Sachen sind mir einfach zu vereinfacht worden. Okay, ja. Und ich denke mir einfach in die ganze Richtung, wo das geht. Ich finde es auch wichtig, dass man den Leuten sagt, hey, ihr müsst jetzt einfach mal aufwachen, ihr müsst jetzt sehen, aber Care-Arbeit, Gender, Wage Gap etc. Das sind alles wichtige Themen und ich finde das ja auch alles gut, dass man das aufnimmt. Die Frage ist, willst du, dass das Buch für eine breite Masse geeignet ist oder nicht? Das ist vielleicht die Frage, wo man sich muss stellen als erstes. Und es ist ein Roman, eben. Es ist ja nicht, weil du vorher hast gesagt, ja, sie tut von sich auf andere schliessen. Ja, in einem Roman, also es ist halt eine Geschichte, oder es ist ja nicht eine wissenschaftliche Abhandlung oder wie eine. Ja, ich glaube, dort ist der Anspruch schon ein bisschen anders. Da musst halt, und da konstruierst du ja aus, also du machst ja Kunst, das heisst, es hat sehr viel Eigenes dabei und eine eigene Sicht auf die Welt. Aber ja, es ist sicher, eben, es ist feministische Literatur und darum macht es wie auch Sinn, dass das Buch so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Wie soll ich sagen, am Anfang habe ich es sicher komisch gefunden. In der Mitte habe ich es eigentlich gut gefunden, aber vor allem die Sachen, die, ich sage jetzt mal, du auch in einem wissenschaftlichen Text kannst packen, wie die Pandemie war für viele. Es gibt ja Studien dazu. Aber auch zum Beispiel die Entwicklung von der Lola und auch der Schluss hat mich in dem Sinne dann wie wieder davon abgehalten, mehr Stände zu geben oder das Buch besser zu finden. Ich weiss halt wirklich nicht, ob es gibt ja einen Stil für jede Person. Und ich glaube, mein Stil wäre jetzt wirklich eher so ein wissenschaftliches Buch über Ungleichheit, über strukturelle Probleme. Das wäre jetzt eher so ein bisschen mein Ding. Ja, und das ist jetzt halt nicht das Format dazu. So. Aber, und ich muss noch etwas sagen, das macht mich dann unbeliebt im Podcast. Aber ich finde im Fall das Männerbild von Johannes und Leon gar nicht so unrealistisch. Klar, das ist überspitzt und ja, so ein bisschen karikaturmässig dargestellt, aber also ich kenne sehr viele Beispiele von halt so, von Vätern, die wie abwesend sind. Weißt du, wo irgendwie wie... Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass andere Leute dann einspringen, obwohl wie klar ist, deine Partnerin ist jetzt gestorben und du bist der Vater von diesen Kindern. Aber das Netz dreht. Und er muss... Aber dort ist eben auch das Problem, dass man vielleicht ihm das auch gar nicht zutraut. Ich meine, dort hat man selber auch noch viele Sachen internalisiert. Vorurteile, ja. Dass man tut ja Mündigkeit absprechen, wenn man dann einfach einspringt. Und das finde ich darum auch noch schön bei Sarah. Irgendwann checkt sie ja wie, hey, ich will im Fall wieder in mein Haus zurück. Und es ist easy, wenn ich die Kinder einfach am Mittwoch nehme, aber ich muss jetzt einfach gehen und ihm und wieder die Arbeit ihm wie zurückgeben. Das finde ich dann eben auch noch schön, wo wie auch zeigt, wie wir eben auch funktionieren. Oder wir fühlen uns verantwortlich für Sorgearbeit, obwohl sie gar nicht uns ist, weil wir irgendwie einfach so sozialisiert wurden. Und ja, es ist schön, wenn man als Unterstützungsnetz sich einsetzt für Personen im näheren Umfeld, die es brauchen in diesem Moment. Aber es ist halt einfach gleich noch sehr geschlechterspezifisch. Darum finde ich es gar nicht so unrealistisch. Mich hat als sonst Charaktere, aber Sarah, Lola hat am ehesten Emotionen gezeigt irgendwie. Aber ich habe zum Beispiel Sarah mega oberflächlich gefunden. Ich habe so wie nicht so einen Draht zu diesen Charakteren finden. Ich weiss auch nicht. Ich weiss nicht, ob es dir damit besser gegangen ist. Ja, schon, ja. Obwohl mir eben auch klar ist, dass es überspitzt ist. Aber ich kenne darum die Wut schon auch. Also das ist für mich, ich habe richtig durchschnaufen, als ich das gelesen habe, weil es ist halt wie, ja, so viel Wut staut sich halt an, wenn man immer merkt, man wird übergangen oder halt einfach all die Sachen, wo ihm das Patriarchat das Leben schwer macht. Und das müssen manchmal nur so ganz kleine Sachen sein. Oder es gibt auch den Moment, wo sie doch irgendwie mal so sagt, wo sie, glaube mit dem Rektor redet, die Lola. Und er tut nicht gendern. Und dann sagt sie irgendwie so, innen. Und im Fall, als ich den Absatz habe gelesen habe, so, ja, ich fühle es so fest, weil, weisst, es ist nichts, für mich ist es nichts Grosses, aber es ist wie so, das ist ja ein Riesenthema. Das ist ja dort,
mit der Sportlehrerin dort, ja, oder? genau. Ja, Aber ja. das ist eines von meinen Zitaten, ich komme nachher noch drauf. Also nein, aber komm, Aber dann nehmen wir es doch Der gerade. Witz an dem, was ich hatte eine andere Reaktion gehabt, weil sie hat Zeuginnen gesagt, aber sie kann auch nicht wissen, ob sich all die als Frauen identifizieren. Ist es nicht mit Stern geschrieben gewesen? Nein. Okay. Aber auf den Punkt zurückzukommen, ich bin ja auch hässig. Ich bin nicht jemand, der durch die Welt läuft und sagt, weisst, jeder hat gleich viele Chancen und man muss einfach hart arbeiten, wir haben alle 24 Stunden. Also ich bin gar nicht so. Ja. Ich finde einfach, man hat die wichtigen Themen anders können verpacken, mit denen gerechter können werden, meiner Meinung. Okay. Weil ich habe das Gefühl, die Story mit gewissen Klischees und so hat so wie verwässert, irgendwie die Message dahinter. Okay. Ja. Das war so ein bisschen mein Eindruck gewesen, leider. Ich bin auch hässig gewesen. Ich bin immer hässig. Ich glaube, das ist so eine von meinen Charaktereigenschaften. Ja, voll. Aber ja, aber vielleicht, ich weiss nicht, wenn wir mit dem Zitat anfangen, dann können wir vielleicht eher auf das... Nimm doch gerade das, wenn wir jetzt schon über das reden. Seite 295. Der Kontext ist, Lola und Sunny und ihre Kolleginnen gehen jedes so einen Boxunterricht und sie haben eigentlich Muskeln aufbauen, sie wollen aufbauen, sie wollen stark werden und haben dementsprechend mehr gegessen und zugenommen, also vereinfacht gesagt, oder man hat einfach gemerkt, sie sind stärker, kann man vielleicht sagen, ich weiß auch nicht. Und die Situation war, sie waren im Sportunterricht, wie alle Teenager wahrscheinlich, haben auch nicht so Bock auf Sportunterricht. Es war ein Boxspringen oder so, sie haben einfach voll nicht mitgemacht, sie haben eigentlich den Unterricht gestört und die Lehrerin hat nachher eine Fettphobie-Aussage gemacht, ich weiß nicht mehr auf Schweizerisch, wie man das sagen kann, im Sinne von, ihr solltet eher mal darauf achten, was ihr nehmt oder schaut euch mal an, schon kann nicht drüber springen. Also auch etwas sehr Abwertendes gegenüber dem Körper von diesen zwei jungen Frauen. Und dann ist Lola auf sie losgegangen und hat sie unter anderem gewürgt und hat dann zum Rektor müssen. Und Sarah als ihre... Ja, jetzt, wo der Johannes war, weiss ich jetzt auch nicht. Aber Sarah hat auf jeden Fall müssen. Ich glaube, am Arbeiten oder so. Aber anyway, wie immer am Arbeiten, busy. Nein, auf jeden Fall sind sie dann im Rektor und dann kommt eben die Stelle, die ich ausgewählt habe. Wie auch immer, hüstelt er. Fakt ist, dass es am Dienstag zu einem Zwischenfall im Sportunterricht kam, bei dem Lola handgreiflich wurde. Sie ist auf Frau Steiger losgegangen, als diese aufgetragen hat, eine Sportübung durchzuführen. Lola schweigt. Sie müssen sich im Klaren sein, dass sich das auf die Betragensnote im Halbjahreszeugnis auswirken wird, erklärt er, und Sarah denkt, dass sie stets so reden, die Amtspersonen, von oben herab und wichtigtuerisch, als wären sie die Bestimmer. Die Erinnerung ist eine körperliche. Ihr gesamtes System fällt zurück in die Zeit, als sie in der Schule war, in das altbekannte Gefühl, einen Anschiss zu bekommen und ihn schweigend über sich ergehen zu lassen. Gesagt hat sie nie etwas. Wie denn auch? Die Möglichkeit war nicht eingeschrieben in ihren Verhaltenskodex. Helene war anders. Die hat sich gewehrt. Die hat sich aufgelehnt und zu Hause ihre Version der Ereignisse erzählt. Nur zugehört hat ihr niemand. Du willst dich doch nur wichtig machen, haben die Eltern behauptet. Du wirst sicher irgendwas angestellt haben. Der Lehrer hat garantiert einen Grund. Mehr als einmal mussten Sarah und Helene sich bei den Lehrern entschuldigen, mussten klein beigeben und buckeln, weil sie Kinder waren. So war das damals. Aber heute? In Sarahs Bauch beginnt es zu brodeln. Sie wirft einen Blick auf Lola, die sich cool gibt und nach hinten gelehnt dasitzt wie jemand, der entspannt ist, aber einen wachen Blick hat und seine Finger nicht stillhalten kann. Da ist eine neue Energie in ihr, das ist Sarah bereits im Sommer aufgefallen. Ein Unwille, sich einzuordnen, unterzuordnen und eine stets weiter wachsende Unfähigkeit, sich zu kontrollieren. Nach ihren eigenen Streitigkeiten mit Lola kann Sarah sich gut vorstellen, dass die Lehrerin Lola auf irgendeine Weise provoziert hat und Lola hochgegangen ist wie eine Colaflasche, in die jemand ein Mentos geworfen hat. Auf welche Seite soll Sarah sich jetzt stellen? Auf die der Erwachsenen als Prinzip, wie ihre Eltern das gemacht haben, zur Aufrechterhaltung der Autorität und wenn man der Meinung war, das schadet euch schon nicht? Oder auf die von Lola, ohne zu wissen, was geschehen ist, aber im Vertrauen darauf, dass Lola im Recht war und selbst wenn nicht, dann aus blinder Solidarität zu ihr?
Sarah fragt sich, was Helene tun würde. Und dann ist sie auf der Seite von der Lola. Wieso ich das Zitat gewählt habe? Sie weiß gar nicht genau, was passiert ist, was Lola genau gemacht hat, wie sie, dass sie die Lehrerin gewürgt hat etc. Sie ist einfach aus ihrer eigenen Erfahrung, dass sie in der Schulzeit nicht richtig behandelt wurde, ist, dass Lehrer oder Autoritätspersonen bestimmen, was richtig ist und was nicht. Ist sie dann davon ausgegangen, dass Lola schon Recht haben wird. Es kommt einfach so über, als ob Gewalt oder Vorverurteilungen eigentlich durch die Fettphobie gerechtfertigt ist. Ich habe die Stelle ausgewählt, weil später auch das Thema Rache und so weiter vorkommt und ich mich gefragt habe, obwohl sie nicht wirklich die ganze Geschichte kennt hat sie sich wie auf Lolas Seite gestellt, einfach gegen die Autorität. Passt zum und ich Buch, habe das oder? auch so ein bisschen, ja, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, aber wie viel Sinn das macht, ohne die ganze Wahrheit zu kennen und dann einfach, weißt du, so zu denken, ja, die werden schon recht haben, wie sie erwachsen sind, ist natürlich nicht korrekt, aber gleichzeitig zu denken, ja, Lola wird schon irgendwie recht haben, ohne genau zu wissen, was passiert ist vielleicht auch nicht besser. Also es ist so ein bisschen, für mich ein bisschen komisch übergekommen. Ich weiss nicht, was hast du dort Ja, ich finde es auch noch schwierig, aber ich finde, es illustriert sehr fest, mit was das Buch eben spielt. Weil, dass du dir jetzt das fragst, finde ich eben mega cool. Oder ja, was hast du für Alternativen? So wie, ja, die Erwachsenen werden wie Recht haben, ist ja wie so ein Dogma, aber Hauptsache gegen die Autorität ja wie auch. Also weißt du, wie... Ich wäre für die Wahrheit irgendwie. Ich weiss halt nicht, ja, wie aber wirst du die in diesem Fall herausfinden? Das ist ein bisschen die Frage. Wird dir das Teenager-Mädchen wirklich die ganze Wahrheit erzählen? Ich weiss nicht, ob das herausfinden. Aber ich glaube, für Sarah ist es ja auch so ein kleiner Wendepunkt. Weil ich glaube, vorher im Buch reden sie ja immer sehr viel über Feminismus und so. Und es ist eigentlich recht untypisch, was Sarah in diesem Moment macht für ihre Figur. Und ich glaube, ihr geht es ja auch wieder darum, dass Lola nicht vorschnell also es heisst ja auch hier, dass sie vorschnell abgekanzelt und verurteilt wird, ohne dass man eben genau weiss, was passiert ist. Sie stärkt ihr in diesem Moment halt mega den Rücken. Das verstehe ich auch nicht. Ich sehe es auch als Wendepunkt für Sarah, wo ja vorher auch ein bisschen komische Vorstellungen davon hatte, aber wie soll eine Frau sein und was auch immer. Das verstehe ich auch, aber ich finde einfach für mich rechtfertigt die Handlung der Lehrerin nicht die Gewalt. Es ist für mich etwas anderes, wenn man einfach so aus dem Nichts auf eine Person losgeht. Oder wenn man provoziert wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Das verstehe ich auch, wenn man sagt, hey, look, das war jetzt Verletzung gewesen. Oder Lehrpersonen sollten geschult werden, wie man mit Jugendlichen umgeht, wie man mit so Themen wie Fat-Shaming oder Body-Shaming oder eben so Sachen, wie die verinnerlicht sind. Und klar sollte eine Lehrperson, eine Pädagogin nicht so Sachen rauslassen. Das sollte auch Konsequenzen haben. Das sehe ich natürlich auch. Ich finde es halt schwierig, weil ich finde, das ist für mich einfach, Gewalt ist für mich keine Lösung. Das ist ja das Thema in diesem Buch. Rechtfertigt irgendetwas, das ist das grosse Überthema, rechtfertigt all das, die Gewalt, die dann passiert. Oder? Also das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber schlussendlich im Verlauf von diesem Buch, Lola und ihre Kolleginnen gründen so eine Art Gang und gehen halt Männer verschlagen, die Scheiße haben gemacht. Und zwar ziemlich systematisch. Bei der Femme haben sie ja den Beweis, das war eine Ex, der das gemacht hat. Bei Leuten, die sie vielleicht sehr gut kennen, wissen sie es. Aber bei dem einen ehemaligen Physiklehrer hat Lola einfach das Gefühl, er hätte Frauen, beziehungsweise vielleicht wahrscheinlich ihre Mutter irgendwie sexuell belästigt. Sie kommen so in einen Gewaltrausch, oder? Es ist recht beeindruckend, wie sich das so aufsteigert. Ja. Das sind einfach zum Teil auch Vermutungen oder ohne grossen Beweis irgendwie, weil an sich geht es ja nicht mal um Rache an die einzelne Person, sondern um die Gesellschaft, die die Sachen zulässt. Das Buch spielt ja mit diesen Grenzen, was könnte passieren, aber wie könnte es aus dem Ruder laufen und so Sachen. Das Grosse und Ganze, was sie ja probiert zu beschreiben, das sehe ich. Ich weiss auch nicht, aber für mich macht es wie nicht so Sinn. Ich denke, was sehr unrealistisch ist, dass sie nie gefasst werden. Also, weil es geht dann wirklich so weit, dass sie bei jemandem das Gefühl haben, weiss man dann, ob er tot ist oder nicht, bei diesem Alten. Nein. Man weiss es nicht, aber sie vermuten, dass sie ihn halt getötet haben. Oder es fängt so ein bisschen an, dass sie wie die Lola erlebt einen Übergriff
Übergriff. Ich weiss es nicht mehr genau. Wie ist der allererste, als sie das allererste Mal jemanden verschlagen haben? Aha, nein, Sunny wird auf dem Skateboard, sie sind am Ja. Skateboard fahren und dann kommt der Typ und schlägt auf beide, oder der eine lädt auf, also ja, es ist so eben ein Übergriff in dem Sinn. Und dann das nächste Mal, was sie gesehen haben, sie mit der Alva und der Femme Anno. Also man sagt, glaube ich, Femme, oder? Ja, ich würde sagen Femme. Ja. Und dann steht ja Alva vor, dass sie sich wie an ihm rächen. Genau. Genau, so fängt es eigentlich an, ja. Und sie merken halt nicht, dass sie sich durch das irgendwie Raum und Macht, und also Rache hat halt wie in dem Sinn eine heilende Wirkung, so. Obwohl eben andere Menschen ja durch das verletzt werden. Also ich heisse das natürlich auch überhaupt nicht gut so. Aber das ist so eine Wut, die in diesen Mädchen drin ist, die eben nicht durch Einzelsituationen ausgelöst werden. Das ist etwas, was kumuliert. Und irgendwie durch das spüren sie Macht und Kraft. Und sie kommen so in einen Rausch, habe ich das Gefühl. Es ist wie, sie sehen sich ja näher auch so als, quasi sie basteln eine Website und wollen die online stellen. Also sie wollen wirklich wie, das im grossen Mass, weil sie einfach gehen, Leute verschlagen und ihnen das wieder zurückgeben, was sie ausgeübt haben. Es ist schon krass, wie so die Energie auch so zu lesen. Ich habe das schon recht gefühlt. Okay, ich muss Angst haben. Nein, ich will niemanden verschlagen, aber ich verstehe, woher die Wut kommt. Und wenn man es eben... Klar, ja. Ja, wenn die unkanalisiert, dann einfach... Das ist wie das Extrem, was passieren kann. Ja, ich sage auch nicht, dass die Autorin vorschlägt, dass das jetzt die Lösung ist für die gesellschaftlichen Probleme. Gar nicht. Aber auch das ist für mich zum Lesen so ein bisschen... Ich will es jetzt nicht so angehen. Das ist vielleicht... Ich auch nicht, aber gleich hat es irgendwie gut, das zu lesen. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, das kann noch vielen so gehen. Und dann verrutscht man sich dann selber bei dem so höher. Aber ich finde, also ich tue ja Gewalt wie verurteilen, warum tut man das gut? Aber das ist halt wieder der Grund, der dahinter liegt, hinter dieser Gewalt. Und immer wieder, weißt du, es macht ja etwas mit dir, wenn du halt, keine Ahnung, Catcalling, ja, weißt du, man kann ja alles mit dem leben. Und als Frau lernst du ja schon als Kind, dass du irgendwie... keine Ahnung, wenn dich jemand auf dem Pausenplatz anspricht, dann darfst du nicht mit. Oder wenn jemand mit Süßigkeit, weißt du, es baut sich ja wie auf. Und dann sag mir eine Frau, die nicht irgendwie schon nur minimal verbal irgendwie sexuell belästigt ist worden. Und das macht etwas mit dem. Ich bin einfach müde. Ich mag nicht mehr. Und wegen dem hat mir das Buch so gut an, weil es ist mal wie so eine Outburst war. Und ich weiss, es ist fiktiv, weißt? Das wird ja wie auch betont im Buch. Und darum habe ich wie gefunden, ja, da finde ich es wie als Kunstform mega legitim und irgendwie auch. Es war einfach schön gewesen. Dann werden sie halt mal verschlagen. Es ist ja fiktiv, weißt? Obwohl man natürlich gesamtgesellschaftlich nicht das so lösen kann. Das ist mir schon klar. Aber auch Leute, von denen man nicht sicher weiss, dass sie etwas begangen haben. Ja, das war bei dem einen Fall ja, wo sie wie gedacht haben, wahrscheinlich geht es in die Richtung. Aber dort habe ich das Gefühl, dort ist so eskaliert, oder? Aber bei den meisten anderen ist sie auch von anderen Frauen, die gesagt haben, hey, einfach von Namen gesagt haben quasi. Oh, das reicht nicht. Das reicht mir nicht, um jemanden zu verschlagen. Und, es gibt ja Unschuldsvermutung. Ja, aber... Es könnte ja irgendjemand, und wenn es natürlich deine beste Kollegin ist oder so, die dir das sagt, die du wirklich gut kennst, dann nur am ehesten, also weißt du, schon sagen, ja, ich sage nicht, man soll an die Leute nicht glauben, aber, ja, aber das schwingt im Blaming auch ein bisschen, oder wenn man immer vermutet, das stimmt ja gar nicht. Man kann den Leuten glauben, ohne gerade den mutmaßlichen Täter zu verschlagen. Ja, aber um das geht es mir ja nicht. Das finde ich, das tue ich per se auch verurteilen. Also ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man wie sagt, ja, sie haben es ja bei allen nicht genau gewusst, weil es haben sie einfach ein paar Frauen behauptet, weil das ist das, was immer gemacht wird. Ja, sie sagen das einfach. Du kannst aber auch nicht in unserem Justizsystem Leute einfach mal einsperren und dann schauen. Also weißt, man kann eben beides. Man kann für die Opfer da sein und den Opfer glauben. Ich könnte jetzt nicht auf jemanden einschlagen, ohne dass ich zu 100% weiss, dass es stimmt. Wenn ich mich jetzt rächen für jemanden. Ich persönlich könnte das jetzt nicht verantworten. Wenn ich es wüsste, ich meine jetzt in einer Situation, wo ich jetzt jemanden zusammenschlagen für das, mir auch klar sind, nicht, dass Leute das Gefühl haben, sie können mich anstellen. Auf die Mailadresse mal ein bisschen andere Anfragen. Ich müsste wieder 100% davon überzeugt sein. Und wenn jetzt einfach jemand, den du nicht wirklich kennst, klar, je nachdem, wie sich die Männer auch verhalten, wie der Ex-Chef oder Sibel oder so, sie sind ja bei ihm auch daheim eigentlich, ist ja rausgekommen und so, und er hat sich ja gerade so ekelhaft verhalten. Und da könntest du am ehesten davon ausgehen, so wie er sich verhalten hat, er hat es ja wie so selber zugegeben, dass es einen Grund gibt, dass Frauen etwas gegen ihn haben könnten. Also weißt, ich sage nicht, dass ich den Opfern nicht glaube, aber dass ich so etwas krass
ausführen würde. Ich meine, jetzt weißt du nicht, irgendwie einen Buss geben, irgendetwas klauen oder was auch immer. Also wirklich eine Körperverletzung oder eine schwere Körperverletzung könnte ich jetzt nicht ausführen, ohne zu 100% sicher zu sein, dass es ein schlechter Mensch ist. Ja. Wenn ich das müsste. Ja. Ich verstehe deinen Punkt auch, wo du gesagt hast, eben, es kann so ein Katalysator... Nein, warte, das ist nicht das richtige Wort. Ich kann eigentlich sagen, dass es für die Leute, die am Lesen sind, dass das so ein bisschen wie... ein Ventil. Ein Ventil, ja, genau. Ich meine, es ist ja so ein bisschen wie, wenn du anstatt auf eine Person einschlägst, schlägst du auf einen Boxsack ja, oder so. Genau. Das ist wahrscheinlich etwas Gleiches, das ist ja nicht... wie wenn du das Buch lesest. Voll. Ich habe jetzt noch ein Zitat, das so noch eine sanftere Seite von diesem Buch, weil jetzt hat man so das Gefühl, oh mein Gott, was ist das? Das Schlägerinnenbuch, weißt du? Day One, Schlägle. Ja, Schlägle. Das Schläge ist eigentlich sehr überraschend gekommen. Also weißt du, okay, Selbstverteidigung und so. Ja. Und nachher, also es ist so ein bisschen, ja. That escalated quickly, würde ich sagen, ja. Also, und zwar ist es auf Seite 349. Zu viert stehen sie vor Fams Wohnhaus und sind still. Es ist das erste Mal, dass sie einander sehen seit der Katastrophe mit dem Lehrer. Aus einem Impuls heraus geht Lola auf Alva zu und gibt ihr einen Kuss auf den Mund, wendet sich zu Sunny, drückt die Lippen auf ihre, küsst danach Fam und es fühlt sich schwesterlich an, wie ein zärtlicher Schwur. Von Mund zu Mund geht ihre Verschwiegenheit. Sie können sich nie wieder trennen jetzt, sie wissen es. Alva breitet die Arme aus und sie stellen sich zusammen, neigen ihre Köpfe, bilden einen Kreis. Die Kraft, die sie haben, hat denselben Klang, da ist kein Misston, keine offene Frage. Niemand hat Lola einen Vorwurf gemacht, niemand hat gesagt, das war eine Scheißidee in seiner Wohnung, viel zu riskant oder das war eine Scheißidee mit so einem Alten, kein Wunder, dass der das nicht verkraftet, wenn wir auf ihn eindreschen. Sie haben es gemeinsam entschieden und gemeinsam durchgezogen. Sie stehen gemeinsam dafür ein. Dass sie zu weit gegangen sind, sagt auch keine, das wissen sie sowieso. Sie haben keine Ahnung, ob er tot ist. Sie haben online nichts gefunden und dann hat Fang gemeint, dass sie aufhören sollen, seinen Namen zu googeln, weil, wer weiß. Ja, dort kommt bei mir mega schön so der Zusammenhalt von dieser Frauengruppe. Ich meine, die Lola kann den Tod von ihrer Mutter hauptsächlich auch verarbeiten, weil sie irgendwie Kraft findet in dieser Schwesternschaft oder was auch immer das ist. Ja, eher das Gefühl, es ist ein Polykonstrukt, nicht wahr? Das finde ich sehr schön. Und dort nimmt das Buch auch immer so einen feinen Ton an. Also weißt du, es ist so ganz der Gegensatz von dem sehr gewaltvollen und brutalen, ist so die Schwesternschaft, die sie entwickeln. Dass sie wirklich so richtig füreinander da sind. Und irgendwie wie auch, es ist auch immer sehr schön, wie die Frauen beschrieben werden, halt so mega stark und präsent. Das finde ich schön. Und ich weiss nicht, ob das bei einem anderen Zitat, ja, irgendwann sagt auch eine von diesen 4 Frauen, so das Grundgefühl zwischen Frauen ist Liebe. Und das ist so schön. Ja, das ist mega schön. Ja, so das ist echt Satz. schön. Ja. Ich finde auch die Freundschaften wirklich schön beschrieben auch in dem Buch. Und auch weißt, dort, wo die Femme sie gebraucht hat, nachdem sie attackiert wurde, ihre sexuelle Gewalt auch angetan wurde. Und ich finde, der Punkt auch mega wichtig ist vielleicht, es sind so mega einfach, weißt, füreinander da sein, obwohl wir ja eigentlich, ich würde nicht sagen, es werden nicht alle gleich benachteiligt, aber dafür, dass Frauen so vielen Problemen ausgesetzt sind, finde ich es noch krass, wie wir zum Teil auch in Konkurrenz zueinander stehen und uns gegenseitig fertig machen. Und das ist dann... Ja. Wenn du dann so siehst, dass wir miteinander schön auskommen können. Wir übernehmen die Sachen, die uns das Patriarchat vorgibt und zerstören damit andere Frauen, zerstören uns gegenseitig. Ja. Und darum macht es Sinn, die Herrschaft vom Patriarchat wird so genährt, indem wir immer das Gefühl haben, nein, und wir müssen sie dabei können wir einfach alle zusammen wachsen, indem wir einander uplifting each other. Ich weiß gar nicht, wie anders sagen. Ja, das wird hier auch sehr schön dargestellt. Aber es ist nicht eine Konkurrenz, sondern es ist Liebe. Genau, das ist eine schöne Stelle. Ja. Soll ich noch eine nennen? Soll mir noch wichtig sein? Ich glaube, ich habe zwar ursprünglich 3 gesagt, aber das eine ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Seite 283, 284. Der Kontext ist jetzt nicht mega wichtig, aber es war auch der erste Schultag von Maxi. Max ist einer der 2 Söhne, die Helene hinterlassen hat. Und Sarah begleitet ihn zu seinem ersten Schultag. Genau. Die Aufregung auf dem Schulplatz ist wuchtig und laut. Die Elternkinder rufen durcheinander.
Die Erstklässler drücken sich an die Mütter und das ist es, was Sarah auf den ersten Blick auffällt. 3, 4 Väter sind anwesend, stechen heraus in ihrer Vereinzelung, haben so ein selbstgefälliges Grinsen, das Sarah sauer aufstößt. Das habe ich als Zitat genommen, weil die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie soll ich sagen, das Fazit, das ich von dem gezogen habe, ist, also Männer, die nichts machen, sind Arschlöcher und Männer, die etwas machen, sind selbstgefällige Arschlöcher. Und die Frage ist, was erwarten wir eigentlich genau von den Männern, also Cis-Männer? Was sollen sie machen? Das habe ich mich einfach gefragt in dem Moment. Wie verhalten wir sich denn richtig als Cis-Mann? Ich finde, das Bringt man seine Kinder nicht in die Schule? Nein, aber das ist, also weißt, für mich ist das auch wieder so klischiert dargestellt. Das ist das Gleiche, wie wenn irgendwie einen attraktiven jungen Typ siehst und er hat das Kind und dann sind wir alle so, oh jö, er ist mit dem Baby. Und das würde einfach nie jemand sagen über eine Frau. Und ich finde, ich möchte nicht auch noch, also Gleichstellung heisst für mich halt auch, weißt, es sollte nicht darum gehen, wie, dass sie ihren Beitrag, also dass sie helfen, sondern sie sollen einfach ihren Beitrag leisten und zwar zum gleichen Anteil und dass das halt manchmal auch so verstanden wird, weisst, ich bin jetzt mega cool, ich bringe wie mein Kind in die Kita, ich habe einen Papi-Tag. Dann so, ja, aber das ist nicht Gleichstellung. Und deine Frage ist sehr interessant, aber ich frage mich jetzt auch gut, sie müssen sich bilden und sie sollen dann uns wie zeigen, was ihr Beitrag ist. Ich will nicht noch entscheiden, was er machen muss. Das soll er sich überlegen mit seinem aufgeklärten Hirn. Und dann, was hast denn du das Gefühl? Das Problem, das ich habe, ist zum Beispiel, man kennt die Leute ja nicht. Und man sieht einfach die Männer da, ein paar Männer, alles andere Frauen. Und dann hat man gerade den Eindruck, das sind jetzt selbstgefällige Männer, die das Gefühl haben, sie sind jetzt cool, weil sie ihre Kinder, weil sie einmal etwas für die Kinder machen. Und das ist für mich so ein bisschen gefährlich, weil ich sage auch nicht, wenn jetzt ein Arbeitskollege sagt, sein Sohn war die ganze Nacht krank und er hat fast nicht pennen und so, wenn wir einfach darüber reden, wie es geht oder was auch immer, sage ich auch nicht, cry me a river. Und so. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dann bin ich auch empathisch und sage, oh nein, wie geht es ihm? Und in dem Sinne das Gleiche, wie wenn mir jetzt eine Arbeitskollegin das erzählen würde. Klar, ja. Und dann ist einfach die Frage, weil es ist auch dumm, jemandem vorzuwerfen, willst du einen Cookie dafür, dass du deinem Kind die Windeln gewechselt hast. Oder, weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, ich finde es schwierig, jemandem einfach von Anfang an zu unterstellen, dass sie nichts machen. Ja, das sehe ich. Aber die Figur in dieser Szene hat ja einen selbstgefälligen Eindruck von diesen Männern. Also weißt, es ist ja nicht einfach, sie sind wie präsent, also, sie sind, weißt, es wirkt ja auf eine gewisse Art. Und das kann ich darum schon auch nachvollziehen. Ich weiss genau, was sie meint. Weißt du, was ich meine? Es wirkt so auf sie, weil sie vielleicht auch geprägt ist. Ja. Von dem. Ja. Wir sehen ja nicht, wir sind ja alle, je nachdem, was für einen Tag wir hatten oder so, wir haben alle unsere Vorurteile und Klischees und so im Kopf. Ich finde es einfach schwierig, weil ich habe mich wirklich so gefragt, ich weiss es nicht. Klar ist es ein gesellschaftliches Problem, wo die Frau eher in die Rolle drängt, mehr Care-Arbeit zu leisten und so weiter und eigentlich den Mann dafür belohnt, mehr zu arbeiten, weil er auch meistens mehr verdient, halt wegen Gender Pay Gap und Ausfall wegen Schwangerschaft etc. etc. Das sind natürlich Probleme, wo man kann angehen, wo man muss angehen. Einfach jetzt auf Einzelpersonen loszugehen und zu denken, die sind selbstgefällig, nur weil sie das Kind in die Schule gebracht haben und man sieht ihnen an, dass das und das, finde ich finde es einfach schwierig. Wie bei jeder Politik willst du ja die Politik verkaufen, in dem Sinne. Ich sage nicht, du musst dich bei diesen Leuten einschleimen oder so. Aber wenn du Leute auf deine Seite willst haben, dann finde ich es schwierig, wenn du sie zuerst mal angreifst, wenn du die Situation vielleicht auch gar nicht richtig kennst. Das ist für mich so ein bisschen schwierig. Ja, das ist halt wie auch ein anderer Ansatz, wie man Gleichstellung will. Daraus macht Sinn, dass es im Buch so beschrieben ist, weil es eben radikal ist. Denke ich. Was passiert denn mit dieser radikalen Einstellung? Ich habe immer das Gefühl, dass es radikale Ideen genauso braucht wie das, was du jetzt beschreibst, also Kompromiss. Ich habe das Gefühl, radikale Forderungen braucht es, um ein Thema auch wirklich mal dem ein Gewicht zu geben, so, weißt? Und das darf auch mal in überspitzter Form sein. Also weißt, das Reden braucht es dann auch, aber genauso hat es immer irgendwie der Ausbruch aus einem System oder eben das Lauten und das vielleicht manchmal schon gewaltvolle, wie es im Buch beschrieben wird, geben. Aber das, was du sagst, finde ich genauso wichtig, weil
schlussendlich ist es ein Aushandeln. Aber ich glaube, es braucht halt wie beide Seiten, so sehe ich das immer. Allgemein Aktivismus zum Beispiel oder Demonstrationen etc. an sich bewegt es ja nicht direkt etwas. Es hilft, das Thema auf der Agenda zu behalten. Und du bringst Leute dazu, Politiker, die dann ein Incentive, also weißt, sie haben einen Grund, sich für das einzusetzen, weil sie wissen, dass viele Leute dahinter stehen, etc. In so Sachen hilft es natürlich, einfach wirklich das Thema Präsenz halten. Yes. Direkt wirst du schon nicht, du kannst nicht an eine Demo gehen und dann einen Gesetzesentwurf abgeben. Oder Ja. also, weißt du, was ich meine? Das ist eine Demo hat einen anderen Zweck als Genau, es ist eine andere Form. jetzt in dieser Sicht, so wirklich dem radikalen, ich sehe gerne Lösungsvorschläge. Ja, und das ist auch gut. Und ich habe das Gefühl, die braucht es ja auch. Also die braucht es unbedingt. Für ihre Gesellschaft kann es nicht nur eine Seite geben. Ja, wenn wir noch ein weiteres Zitat nehmen, vielleicht etwas, das noch irgendwie ein anderes Thema noch ein bisschen ansprechen. Ich habe etwas, wo wegen dem Selbstbild und so komm, das betrifft. Ja. Ich weiß nicht, ob da der Kontext relevant ist. Ich lese mal vor und dann können wir das besprechen. Es ist auf Seite 136. Im Badezimmer wirft sie ihre Utensilien in den Kulturbeutel, lässt nur die Abschminksachen und die Nachtcreme stehen. Beides benutzt sie erst, sobald Leon eingeschlafen ist. Er soll die Dekonstruktion nicht sehen, den Schichtwechsel, wie Helene manchmal gesagt hat. Bei Johannes war ihr das egal. Ihm hat sie sich ungeschönt gezeigt, verwurstelt. Sorry. Normal sitzend, der Bauchspeck gewölbt, gebärend, mit Blut verschmiert, voller Schweiß. Es hat wohl nichts gegeben, was die beiden nicht miteinander geteilt haben, und Sarah denkt immer noch mit weißglühender Scham an das eine Mal, als sie neben Leon im Bett leise gefurzt hat. Finde ich eine mega schöne Stelle. Ja. Weil, also Sarah das ist so ein bisschen ihr Anfang, weil es ist eben mega überspitzt gsi, eben die ja darauf geschaut hat, sie dürfen nicht zu viel essen, sie dürfen nicht, es ist ja wichtig, schlank zu sein. Sie hat einmal eine extrem toxische Bemerkung gegenüber der Lola gemacht, wo die Lola ja mega abgenommen hat durch die ganze Wut und Trauer und so, hat sie ja wie nicht mehr essen. Ja. Und dann hat Sarah ihr auch gesagt, du findest sicher geil, so dünn zu sein. Also echt das Selbstbild, das verinnerlicht, dass es ist wichtig, dünn zu sein und gut aussehen für den Mann. Weil ihr Ziel ist ja eigentlich auch, dass der Leon ihr ja mal ein Baby macht. Und sie will ja, dass es so unkompliziert wie möglich für ihn überkommt und dass sie gleich noch mega gut ist, blöd gesagt, ein Milf, also Mama, also ich gehe jetzt nicht aufs Akronym, aber also weißt, so ein bisschen ein Hot Mom, weißt, dass er dann weiss, es kommt das Baby draussen, weil sie gerade wieder in Shape sein. Also sie hat so die Vorstellung, dass sie ihm das wie muss verklickern. Sie will sich nicht ungeschminkt zeigen. Ich weiss nicht, ob es Zeitfenster, aber sie sind ja zusammen in Lockdown. Ja. Das ist irgendwie ein Jahr gegangen oder so, oder schon sicher. Und ich stelle mir das ja auch mega kompliziert vor. Immer schauen, hey, jetzt ist er eingeschlafen, jetzt darf ich mich ins Bad schleichen und mich abschminken. Und dann muss ich ja wahrscheinlich, das ist auch meine Logik, am Morgen auch gerade aufstehen und sich schminken und was auch immer. Ich finde es gerade ein bisschen... Crazy. Aber ich habe so Geschichten auch schon gehört. Aber es ist erschreckend. Ich glaube, so aus meiner feministischen Haltung denke ich immer so, schmink dich zu Tod, also schmink dich nicht, aber der Grund dahinter finde ich immer spannend. Und dort, jetzt bei diesem Schminken ist es ja wirklich so wie, ja, oh nein, er darf mich nicht Schicht wechseln. Er darf mich nur wie in einem Zustand sehen. So. Ja, es ist schlimm, welchen Wert man sich da selber auch zuschreibt. Dass man nicht genug gut ist, ohne das ganze Zeug im Gesicht. Spannend ist jetzt bei ihrer Beziehung auch, dass sie ja wie stolz ist, dass sie sich so einen jungen, heißen Typ gegangelt hat. Und also ich glaube, sie zeigt auch ihrer Lektorin oder wer immer von dem Verlag jemandem ein Foto von ihm. Es ist so wie stolz auf sich, dass sie anscheinend gut genug aussieht für so einen Typ. Ja. Und so und behandelt ihn auch, stellt ihn auf so ein Podest in dem Sinn, weg im Aussehen. Also es ist eigentlich auf mega vielen verschiedenen Arten einfach falsch. Und mega, ja. Aber ich habe mir also gedacht, ich weiß nicht, wie lange wir so etwas aufrechterhalten können. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber aus dem Grund ist sie am Anfang so verstört, wo die Lola einfach anfängt zuzunehmen und so. Ich glaube, da ist sie fast so ein ins Loch gefallen, als ich das gesehen habe. Ja, ja, das widerspricht halt zu dem sozialisierten
Bild, ja, was sie auch mitbekommen hat. Mhm. Und ich hoffe wirklich auch ganz, ganz fest, das habe ich mich auch gefragt, als ich das Buch gelesen habe, ich hoffe wirklich, bei Mädchen und jungen Frauen findet dort im Moment so ein kleiner Paradigmenwechsel statt, weil es ist auch so viel Energie. Wenn dir von Anfang an in allen Kindersendungen, allen Büchern wird dir wie eingetrichtert, du musst irgendwie Prince Charming, nein, das geht nicht. Also das ist etwas anderes, Prince Charming, aber du musst einfach irgendwie den Prinz finden und das ist wie so dein einzige Ziel, für das musst du irgendwie hübsch sein und weißt, es ist so wie, es ist so viel Energie, die schon von Anfang an in das kanalisiert wird. Und ich hoffe wirklich, auch für unsere junge Generation, dass das anders ist. Dass die nicht, weil wir sind so, in dem Sinne, wir müssen wie alles dekonstruieren, von all dem Shit, der uns ist beigebracht wurde. Und das ist anstrengend und ich hoffe, dass wir da ein bisschen Bödeli machen können für die nach uns kommen und die jetzt Kinder und jung sind. Ja. Ich will da nicht vorwegnehmen, aber es passt ein bisschen zum Buch, das ich gewählt habe. Yes! Ja. Okay. Aber genau, ich glaube, ich nehme an, wir müssen da zuerst mal einen Schlussstrich da ziehen. Ich habe es mega spannend gefunden. Ich glaube, wir haben nie ein Buch gehabt, das wir so unterschiedlich bewertet haben. Hey, aber es war so eine tolle Diskussion, ich habe es jetzt gerade richtig geschätzt. Schon, freut mich auch. Genau, hast du noch ein Schlusswort oder so? Ja, das Private ist politisch, Punkt. Okay, sehr gut. Ich habe mega lange nicht gewusst, was für ein Buch ich nehmen soll. Ich wollte zuerst etwas Langweiligeres wählen, aber ich glaube, es wird langweilig und ich liebe so Sachen mit Daten und was auch immer. Und, aber ich habe gedacht, ich tue dir das jetzt nicht einmal an nach Data Bias Ding. Wir wissen, was passiert. Ja, auf jeden Fall. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Ich sage jetzt auch mal den Titel des Buches und dann kann ich jetzt so ein bisschen den Teaser machen, um was es geht. Das Buch heisst «Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht». Eine Streitschrift. Geil. Von der Gunda Windmüller. Okay. Das ist wieder auf Deutsch. Gunda. Das klingt so nach Self-Help. Ich habe jetzt einmal wirklich reingeschaut, ich habe irgendwo noch das Inhaltsverzeichnis so gesehen. Es tut auch ein bisschen probieren, auch zu dekonstruieren im Sinne von, wieso haben wir das? Weißt du, das Bedürfnis, eine Beziehung zu finden. Und auch ein bisschen Single-Shaming kommt, glaube ich, von... Ich finde es auch ein spannendes Phänomen, aber welche Stelle werden wir dem in unserem Leben gibt und wieso, was, wie. Und also ich weiss es ja nicht, ob es dann meine Erwartungen... Ob es meine Erwartungen erfüllt. Vielleicht ist es radikal. Anita. Vielleicht ist es radikal. Es klingt radikal. Nein. Also Streitschriften. Vielleicht streiten wir wieder. Yes. Nein, wir haben diskutiert, wir sind nicht am Streiten gewesen. Ja. Hallo, nein. Gewalt ist auch nicht vor. Gewalt ist nicht, aber es liegt eigentlich auch nur daran, dass wir die Podcasts über Zoom aufnehmen, wenn wir in Person gewesen wären. Nein, ich kenne es eigentlich. Vielleicht noch einen Satz, aber um was es genau geht. Ja. Wobei ich es eigentlich schon gesagt habe. Der Titel ist ja Programm in dem Sinn. Aber Gunda Windmüller plädiert leidenschaftlich dafür, unser Bild von der bemitleidenswerten Singlefrau zu überdenken. Und sie macht Mut. Denn das Leben allein kann verdammt gut sein. Leider nimmt das den meisten Frauen ohne festen Partner nach wie vor kaum einer ab. Was macht die Liebe? Hast du schon mal Online-Dating probiert? Das ist gut gemeint, es schwingt aber immer mit, was stimmt nicht mit dir? Die wichtige Frage lautet jedoch, was stimmt nicht mit einer Gesellschaft, in der alle Scheidungsstatistiken zum Trotz die dauerhafte Paarbeziehung nach wie vor als Nonplusultra gilt. Ja, sehr das geil. Ist das. Spannend. Das Einzige ist vielleicht, wie ich es gesehen habe, ist es wahrscheinlich eher heteronormativ. Ja, so ich weiss nicht, vielleicht. Ja. Macht mich schon wieder ein bisschen hässig. Nein, ist okay. Ja, klar, das ist eigentlich mir angedenkt. Ja, aber wir lesen jetzt mal rein, oder? Genau. Dann können wir über das diskutieren. Ich kann einfach irgendein Buch wählen, wo wir irgendein Thema, das alle betreffen, mehr oder weniger alle betreffen. Du hast einfach über dein Datingleben erzählen. Es gibt sicher viel zum Diskutieren. Freue mich schon. Genau, ich mich auch. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auch auf YouTube. Ihr könnt uns auch ein E-Mail schreiben auf anita.podcast@gmx.ch, falls ihr auch Anregungen habt zu diesem Buch, zu irgendeinem Buch, Büchervorschläge oder sonstige lustige Mails. Lesen wir immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.